Leute, hallo. Es ist mal wieder soweit. Der Tag neigt sich dem Ende und das war erstmal wieder Minecraft. Ist ja ganz klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Server ab jetzt keiner laggy ist. Zumindest waren jetzt hier schon einige Indizien darauf, wie zum Beispiel... Na, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's ja richtig gut. Vorher war es total laggy. Haben wir gedacht, scheiße, liegt's an mir oder am Server, aber irgendwie. Es war safe der Server, ganz sicher. Okay. Gestern haben wir es geschafft. Also, was heißt geschafft? Ist jetzt an sich nicht so schwer, aber es ist halt nervenaufreibend, weil es halt verdammt lang dauern kann. Und wir haben es dann doch noch hingekriegt, wir haben uns die Elytra geholt. Oh, diesmal bin ich wieder im normalen Scan drin. Halloween ist ja mittlerweile vorbei. Okay, ich wollte die Goldäpfel raushauen. Nur den OP-Goldapfel, falls es wirklich ist, bei mir abhalten. Warte mal, haben die gleichen Nutritions? Ja, ja. Beziehungsweise Saturation. Okay. So, was habe ich denn schon gemacht? Ich habe mir hier 2 Schalker benannt und befüllt. Mit den Dingen, die man halt so braucht. Ne? Der Enchanting-Schalker wird jetzt dann... Ich könnte eigentlich gleich wieder mitnehmen. Wird jetzt nämlich richtig fett zum Einsatz kommen. Also entweder ich gehe jetzt direkt rüber, los mir ein paar Villager raus und versuche da gute Enchantments rauszukriegen. Oder ich fliege nur mal rum, suche End-Cities und versuche mir mein Equip zusammen zu... und versuche mir mein Equip durch Loot zu finden, zusammenzubauen. Aber es schaut ja schon mal nicht so schlecht aus. Bloß Helm und vor allem die Schuhe sind übel am Arsch. Das Schwert müssen wir auch noch irgendwie fixen, aber da habe ich nur ein anderes Schwert dabei. Für die Schuhe habe ich Death Rider 3 auch schon auf andere Schuhe dabei. Soul Speed 2, glaube ich, haben wir schon. Ja. Das wären jetzt die Möglichkeiten. Aber ganz ehrlich, rumfliegen macht keinen Sinn. Ich habe hier nur nichts drauf auf der Elytra. Deswegen Villager. Wir brauchen ein Lectern, glaube ich, heißt das Ding. Dieses Lesepult. Oder beziehungsweise wir brauchen einige davon. Aber wie gingen die neu? Ah ja, Bücherregal. Mhm. Ja, schau mal einer an. Wer hat sich denn da schon 4 Bücherregale rauslassen? Holz. Naja, ich habe Holz dabei. Neben mit dem schönen Birkenbauholz. So, gell? Genau. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir 4 Librarians machen und mal schauen, was dabei rauskommt. Wir werden natürlich oft resetten. Damit... Brauchen die Bitten? Na, brauchen gar nichts. Wir werden die oft resetten, damit wir zum Beispiel Unbreaking 3 wäre gut. Oder... Ja, stimmt, Unbreaking 3. Wir gehen jetzt mal auf das Unbreaking Buch. Wollen wir das irgendwie schön bauen? Ein bisschen Deep Slate. Ich finde die Deep Slate Tiles so geil. Also nicht die hier, nicht die Bricks, sondern diese Tiles. Oh. Die sind so geil. Machen einen geilen Sound.
Aber es ist halt teuer, weil ein Diebstahl abzubauen dauert. So, jetzt wird es wieder Nacht und wir können auf diesem Server eigentlich nicht schlafen, weil irgendwie keiner mag. Das ist aber genau das, was ich liebe. Weil die Phantoms nerven halt wirklich. Das ist ja viel zu lang. Holy shit. Ja, ein bisschen laggy ist es. Aber warum? Haben wir hier nur die Schienen? Ja. Und ganz ehrlich, ich hätte irgendwie Bock da einfach Doré zu bauen. Ich glaube, das mache ich ja. Irgendwie so. Also irgendwer hat hier mit irgendwas den Server zerschossen. Das ist nur nicht ganz, aber hat er schon einiges geschafft. So, ich hätte jetzt einfach hier mal gesagt, dass mir so ein paar Villager aufstehen. So in die Wand rein. Nichts Großartiges. Machen wir eine kleine Tür. Können wir natürlich alles nur Ski bauen, aber Ski bauen erst dann. Ah ja, da war ja was. Oh boy. Ski bauen erst, wenn wir das Equip haben. Und damit meine ich, wenn wir vollständig verzaubert sind. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so gesagt habe. Wie soll ich Fackeln dann herbringen, gell? Ja. Okay, scheiß drauf. Ich fange hier einfach mal an. Und stell mir vor, dass wir einfach hier vorne den Lectern platzieren. Wir machen das natürlich ganz, ganz minimalistisch. Und hier dann der Villager ist. Das war's. Dazwischen eine Trennwand. Irgendwie hätte ich schon Bock, das aus Deep Slate zu bauen, gell? Und zwar aus dem. So die Bricks, so die Wände dazwischen. Yeah. Ja, doch, so machen wir's. Das ist praktisch, wenn hier die Kohle ist, und dann können wir damit gleich mal die Fackeln bauen. Machen wir hier noch grob wieder zu. Ja, Alter, ohne Scheiß.
Ich mach jetzt mit den Tiles den Boden. Das muss einfach sein. Bumm. Und hier kommt der Villagerei. Oder? Betten sind egal. Ja, ist jetzt erstmal egal. Erstmal egal. Ja, und so ungefähr wird es dann ablaufen. Jo. Das ist wie ein Verlies. So ein Kerker. Naja. Juckt mir ein Scheiß. Aber warte mal. Vielleicht baue ich doch Bettenreihe. Dann laufen die da einfach rein. Na. Das kennen wir. Warte, wie können wir so am besten machen, dass die da drin bleiben? Hm. Punk. Sollen wir es einfach auch so machen? Okay, was. Wir machen es auch so. Und dann aber einfach von oben 3 fahren. So ungefähr. Lassen wir den einfach droppen. Mit Minecart und fertig. Das ist der Weg. You're of the village! War eigentlich schon cool, wenn wir dich dann auch noch curen, gell? Für extra Discount. So, kann ich die überhaupt verschirmen? Also. Ah, ja, super. Ja, komm, leck mich am Arsch. Ganz ehrlich, scheiß auf die Discounts. An dem soll es nicht scheitern. An den Preisen. Oh, Leggy. Jetzt stoppt ihr hier.
Und... Blub. So. Und hier kriegt er seinen Beruf. Frostwalker. Das ist super. Ein seltenes Enchantment, aber absolut nicht von Nutzen jetzt. Genau, so die Fackel. Machen wir mal hier oben wieder durch. Ja, schöne Decke können wir dann auch noch machen, theoretisch. Aber jetzt noch nicht. Dann ist es nämlich ganz cool, wir können jetzt hier einfach tricksen und den wieder abbauen. Und schauen, was er jetzt hat. Aqua Affinity. Hab ich schon. Protection 2. Kein Buch. Lure 2. Wir geben uns erst mit recht guten Enchantments zufrieden, ne? Quick Charge 3. Looting 2 ist nicht schlecht. Ist jetzt die Frage, sind wir den stehen lassen? Warte mal. Haben wir schon Looting? Na, eigentlich nicht, gell? Wir haben nur... Wir haben Fortune. Looting haben wir nicht. Geil. Aber Looting 3 ging ja. Scheiß drauf. Looting 2 ist noch nicht so der Burner. Projectile Protection. Mending. Ja, und weißt du was? Das lasse ich hier drin stehen. Den lasse ich. Aber obwohl wir schon Mending Dude haben. Das ist okay so. Ganz ehrlich, ich tue mir ein bisschen Müll in meine Schalke wieder, weil das ist ja direkt wieder zum Kotzen, wenn hier alles voll ist. Aber ich kann tatsächlich ja, mehr Schienen brauche. Wir waren immer 6, gell? Bumm. So. Das sollte reichen. So. Dann passiert da wieder nichts. Ja, den schieben wir einfach rüber und gut ist. Zack. Ah ja, schon hier. Da ist schon fast 100 Leute drin. Bumm. Mhm. Und leckern. Death Strider 3 ist ein insane gutes Buch. Den lasse ich ja direkt stehen. Ja klar, es ist teuer, aber du kannst jederzeit einen Rage spielen, du kannst jederzeit Emeralds ertraden. In dem ist es wirklich nicht scheitern, oder? Ich finde das schon ganz cool so. Das gefällt mir. Ja doch. Ich glaube, wir machen hier was Gutes, weil wir weiß,
ob mal jemand stirbt oder sowas und dann ist es vielleicht nicht blöd, wenn da ein paar Villager sind. Und ich meine, ich bin ja auch noch nicht vollständig equipped. Und das sind bei weitem nicht alle auf dem Server. Für die Allgemeinheit. Und ich finde das krass, direkt mit dem Mending-Buch zu leaden. Und dann Death Strider ist fett. Vor allem direkt die 3. Stufe. Ich höre jetzt dann gleich nochmal mehr Deep Slate. Also ich gehe jetzt nicht farmen oder so, sondern ich gehe an meine Kiste. Ich finde das ehrlich gesagt ganz gut so, wie wir das machen. Ich meine, wir bauen jetzt dann nur sicher, dass hier keine Zombies rein können. Das wäre sonst total dumm. Zack. Und endlich Villager. Es hat sich einfach ausgezahlt. Ist aber wirklich relativ simpel zu bauen, gell? Und blub. Fackel. Oh, das war ein Lag. Okay, krass. Oh. Channeling ist wieder heftig, gell? Channeling ist auch rare. Bro, ganz ehrlich, ich werde irgendwann Channeling brauchen. Ich möchte ein Channeling Trident. Ganz definitiv. Das wird passieren. Warte mal, ich kann ja eigentlich... Ach stimmt, warte, die kehren ja so auch nicht mal raus. Deswegen konnte ich sie eigentlich so lassen. True. Jo, so machen wir das. Einen haben wir noch. Dann habe ich nämlich keine Lektion mehr. Oh. Leggy Leg. Jetzt ist er weggeschossen. Der hat's mir nicht erwarten können. Bumm. Hoppla. Das waren die falschen. Hier, so. Also dann. Quick Charge ist Schmutz.
Blood Protection ist Schmutz. Also kommt immer auf die Verwendungszweck drauf, aber für gewöhnlich eher nicht zu empfehlen. Ich meine, das Coole ist ja, wenn wir die nur hochtraden, dann können die, also haben die Chance auf Nummer ein Buch. Schon wieder Chilling. Wait. Der ist günstiger, schauen. Das ist dann auch gerne noch Beschriften. Oh, Loyalty 2. Naja, es gibt Loyalty 3. Breach. Ach du Scheiße, da kenne ich mich zu wenig aus. Das ist vom Maze. Da muss ich jetzt kurz googeln. Machen wir doch gleich mal so eine Enchantment-Liste auf. Okay, das ist keine Liste. Das haben wir jetzt aufgemacht. Hier. Okay. Breach. Wo ist es denn? So, Breach. A Maze. Stufe 4. Incompatible with Density. Dann geht's ja schon mal los, weil ich hätte halt wieder gern Density. Density ist das, ich wollte schon fast Achievement sagen. Oh, viel zu viele Retro-Achievements gespielt. Density verstärkt den Damage beim Maze, je höher man runterspringt. Und Breach ist das, nicht Achievement, sondern das Enchantment, das dafür sorgt, dass man die Rüstung, die Rüstungseffektivität senken kann. Ja, dann ist ja wurscht. Ich möchte nämlich Density ändern. Knockback. Nee. Knockback war was für Skywars. Aber ansonsten Much. Unbreaking 2. Wollen wir uns den A-Merker oder nicht? Man müsste halt dafür einen Kombinationspunkt verschwenden. Für Elytra ist es egal. Wo brauche ich denn sonst noch Unbreaking? Hier beim Schwert hätte ich Unbreaking, weil ich so ein Schwert habe hier schon mit Unbreaking 3. Und ansonsten, rüstungsmäßig, hier Unbreaking 3. So passt's, nur am Helm. Und wie machen wir es mit dem Helm? Da haben wir schon auch mit kombinieren und zwar Mending drauf. Aber ansonsten brauche ich eigentlich gar nicht mal so viel, gell? Was brauche ich da noch? Protection und Respiration. Wenn ich Unbreaking 2 und Unbreaking 2, dann ist das einmal kombiniert. Und dann nochmal Respiration 3 irgendwie. Anders geht es sowieso nicht. Das heißt, ich brauche... Ja, den kann man uns eigentlich aufsparen hier. Ja, okay, dann bleibst du hier.
Zwar nur Unbreaking 2, aber ja. Damit müssen wir klar gehen. Dann da die sagen, bauen wir uns noch nur mal ein paar Lecterns. Und zwar mit Sugarcane. Das sollte ich vielleicht echt mal ganz geschwind so eine kleine Farm aufsetzen. Ohne Scheiß, das habe ich, glaube ich, seit dem ersten Stream gesagt. Genau, das war das Ding, da brauche ich ja Quarz. Dann machen wir es am besten mit Matt. Jetzt haben wir kein Eisenproblem mehr für die Hopper. Und dann ist es ziemlich lag-friendly, weil dadurch, dass über den Hoppern ja ein Block platziert ist. Oder? Dann machen wir das doch. Brauche ich ein bisschen Matt. Wo bauen wir das denn hin? Möchte ich jetzt einen Untergrund bauen? Ich würde sagen, ich baue es nicht einen Untergrund. Und zwar irgendwo hier. Gehe einfach die auf Knur, sagen wir mal hier so. Dann baue ich hier rein. Dann sollte auch der Sand nicht auf mich drauf stürzen. Ich habe mir jetzt auch, dass ich einfach mal mir nicht allzu viel Gedanken über das Zeug mache, sondern einfach mal mache. So, dann das Leder. Das geht sich ja perfekt aus. Jetzt brauchen wir ja immer 3 Bücher für ein Lectern. Braucht man denn da? So, ja. Erstmal brauchen wir massig an Holz. Zack. Gut. Ja, das Leder habe ich ja vor Anfang an mal fleißig mitgefarmt. Schön. Oh, ich habe keinen Schutz reingebaut. Momentan. Die Villager sind einfach defenseless. Aber ist alles gut, oder? Ja. Yeah. Gibt's irgend so einen Trick? Mit Teppichen, glaube ich, war das, gell? Ja, aber momentan liegen nur die Schienen da, deswegen kann ich keinen Teppich drüber bauen. Und übrigens, glaube ich, hat das funktioniert, dass ich die Farm gestoppt habe. Wo ich warte, die sind einfach nur faul und kämen die nach oben. Und natürlich auch sehr. Naja. Und haben wir bitte rein ins Luxus-Apartment. Curse of Binding. Oh, das war halt lustig. Das war halt verdammt lustig. Aber er fühlt jetzt hier gerade nicht wirklich den Zweck.
Mächtig heftige Bücher. Thorns. Macht auch manchmal Spaß, aber... Na, Multishot, nee. Ja, Aquafinity, das Hobby jetzt halt schon. Der Shredder Orns, ja, ne, das haben wir leider schon. Dreifache Ausführung. Looting 2 wieder. Das haben wir Wecker, oder? Curse of Binding wieder. Prop 2. Power 5. Hello there. Dude. Power 5 bleibt. Das ist ja nur mal so eine kleine Auswahl an Büchern, die sich halt alle dann jobsen können. Das hätte ich mit Deep Slate nur bieten immer sollen, gell? Mein Power 5 brauche ich dann auch noch. Und das für 30 Emeralds ist halt wirklich günstig eigentlich. Dazu muss man jetzt halt sagen, wenn jetzt jemand die Lectern abbaut, dann sind die Villager nur nicht gelockt. Ja, wir müssen halt erstmal auch mal was kaufen und dann können die wirklich die Trades nimmer verändern. Genau, hier kommt noch mehr Zelle, hier kommt noch mehr Zelle. Ich meine natürlich ein Verkaufsstand für International Businessmen. We are international businessmen. Wer kennt's? Wer kennt's? We are international businessmen. Oder international business trip. Okay, also wer es nicht weiß, How I Met Your Mother. Die Serie, die ich eigentlich ziemlich täglich zitiere. Und immer was anderes. Du kannst zu jeder Lebenslage was aus How I Met Your Mother zitieren. Das, liebe Leute, ist Fakt. Nächster Villager. Mir ist noch nie aufgefallen, dass die hier so richtig emerald-farbene Augen haben. Erst seitdem ich ihnen mal so richtig die hier ins Gesicht schaue. Während ich sie... 69. Während ich sie in das Arbeiterlager verschiffe. So. Was kannst du? Hoppla. Frostwalker 2. Es gibt Frostwalker 2. Moment mal. Hoppla. Ist auch rare, aber jetzt bin ich mir relativ sicher, dass dieses niemals jemand machen wird. Loyalty 3. Ja, der Bums muss auf jeden Fall bleiben. Trident Incoming. Das war ja Loyalty 3, das es insgesamt gegeben hat, gell? Wo ist er denn? Der Trident hier. Genau, Loyalty 3. Und das gepaart mit Channeling da drüben. Optimal. Das ist sick.
Bumm. Na, mir gefällt das doch gerade. War nur cool, wenn wir mal die Sachen kriegen, die wirklich essentiell sind. Mein Trident, ja gut, ist ja eine schöne Sache, aber wir wollen ja die Standard-Tools hier upgraden. Nee, der Power 2 ist ja völlig für den Arsch. Fortune 1. Quick Charge 3. Impaling 2. Looting 2. Piercing 3. Riptide. Riptide ist auch cool, ja. Boah, danke dir. Respiration 3. Das ist der Shit, den wir brauchen. Das war genau hier. Leute, wir können den Helm fertig machen. Wir müssen heute dann Unbreaking 2 zweimal kombinieren. Und dann haben wir hier Respiration 3 direkt. Dann haben wir Aqua Affinity. Und Prot. Und das war's. Hell yeah. Machen wir noch einen Villager. Hören wir noch mal an. Und hören wir noch. Und los geht's! Das heißt ja nicht nur, dass wir alles vollböllern mit Bibliothekaren, sondern wir können natürlich ja alle möglichen hier reinbauen. Für die verschiedensten Sachen. So, und jetzt lass ich mich mal überraschen. Und wenn ich sage, jo, das ist jetzt was Geiles, wie zum Beispiel der 18er Mending Trade. Das nennt ihn nämlich was Geiles. Hä? Wait. Wait, der hat was anderes. Oh. Muss ich die schon locken? Warum hast du einen anderen Trade plötzlich? Kollege, schnür schon zu dir, käme gleich nochmal. Den baue ich dir ab. Okay, warte. Der Death Rider, den lock ich mal. Dafür kaufe ich mir mal einen. Mehr Papier, danke. Genau, der ist gelockt. Der hat Death Strider definitiv.
Der hat Channeling definitiv. Das ist das Scheiß-Trade. Der Power 5 definitiv. Und was eigentlich ist der wichtiger? Mending definitiv. Ist schon geil. Oh ja, perfekt. Scheiße, was mache ich denn jetzt so mit dem? Schnell rüberlaufen, mir hoffentlich mit genügend Sticks. Oder warte, ich versuche erstmal die anderen nur zu locken. Der war halt schon gut, wenn er gelockt ist, der Unbreaking Dude. So, Respiration, perfekt. Ich habe jetzt irgendwie Schiss, dass die immer über Nacht halt eben wechseln. Schon ausgeleuchtet ist es ja, das passt. Das war wirklich beschissen, wenn ich mir die Trades jetzt durch die Finger gehen lasse. Sticks. Da ist noch Holz. Das Holz können wir vertraden. Und gerade ist es so wichtig, dass ich mein Birkenholz auch mitnehme. Wie schaut es denn hier aus? Oh. Ich sag's so, 18er Trade. Mending schaut wesentlich besser aus. Das sind aber fast die Hälften. Wie kommt dem Creeper aus bei hier? Die scheiß Nächte, ey. Ich krieg so das Kotzen, hey. Warum wir eigentlich die ganze Zeit mit Nacht spielen, ist einfach nur dumm. Hexe. Aura. Ich hätte auch mal wieder gefarmt. Oh. Ist da noch mehr Level? Gib mir mehr. Ja, okay, komm. Da lassen wir uns nicht lumpen, ha? Mhm. Und jetzt noch Sugarcane. Ja, Bro. 18er Trade ist krass. Hab ihr Buch? Ja, hab ich. Und dafür nutze ich sogar mein Elytra. Weil so viel Durability haut's dann doch.
Ja, doch kein Buch. Oh mein Gott, ist das dumm schon wieder. Alter. So. Ich hoffe, dass das jetzt noch nicht gelockt ist. Also also, dass es gelockt ist, ja, und nicht weg. So. Ich habe jetzt gedacht, es kann ja sein, dass es einfach über die Nacht dann wieder switcht, wenn es nicht gelockt ist, aber das macht eigentlich wenig Sinn. Ich weiß auch nicht, warum der... Oder hat sich gewechselt, weil der jetzt dann den Mending Trade gekriegt hat. Ist natürlich gut zu wissen, dass man die vorher schon locken muss. Aber ich kann jetzt den auch noch locken. Aber wenn, dann hol ich mir doch halt gleich Leute 3, oder? Aber ich kann jetzt mit dem noch... Stimmt, ja, hier. Ich kann dort raus jetzt an... Wie heißt der? Dieser Archer hier. Der braucht jetzt mal Flint. Also praktisch bei dem die Sticks verkaufen. Mir ist gerade aufgefallen, ich kann ja einfach hier mit Fortune abbauen, dann kriege ich direkt den Flint. Sahan gibt's. Hier, Fletching Table. Ja. Was kannst du sonst noch so traden, wenn es ist? Immer nur 230 gegen, ja. Ja. Okay, schaut ganz danach aus. Du hast nicht so viel Varianz, gell? Gib mir vielleicht ein Trade mit Sticks. Und wo man dann auch noch Pfeile rauskriegt. Ah, fast. Fast. Hey, oh, das ist er ja. Ah, genau. Dann bist du einfach so einer. So, jetzt warten wir mal kurz ab. Beförderung. Bogen kriegst du auch noch. Stark. Ah. Wie viel war das jetzt? Die Unbreaking Weight direkt locken. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel das war. Oh mein Gott. 19. Du hast ja auch noch ein bisschen Sugarcane. Für 4 weitere Bücher. Hier definitiv Braucherwert. So. Wo war's das? Unbreaking. Okay, gelockt. So, wer ist jetzt noch nicht gelockt? Gelockt, 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 gelockt. Loyal Team.
Man, irgendwas müssen wir ja auch schon auf den Trident draufkriegen. Du bist mir jetzt erstmal egal, was? Yeah. Gut. Dann haben wir nochmal Mending. Boah, was auch noch heftig war, FI4. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob man FI5A gleich kriegen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Oder irgendwie so ein Sharpness-Ding. Es gibt lauter geile Sachen noch. Moment einmal. Hier Shop 4. Haben wir Shop 5, Unbreaking 3. Das können wir dann dort drauf packen. Dann haben wir praktisch 2 Kombinierpunkte braucht. Also hier 1, 2. Und dann brauchen wir nur einen dritten für Sweeping Edge 3. Ja, okay, scheiße, jetzt habe ich hier eigentlich die Death Spreader Schuhe. Protection war nicht schlecht. Komm ich hier mal ganz schnell einen Amboss aufstellen. Einfach gleich mal ein bisschen was. Ah, du bist ja gelockt jetzt. Einfach gleich mal ein bisschen was nutzen. Also. Das hier habe ich gesagt. Das ist nämlich ein Muss. So. Dann hätten wir hier Shop 5, Fire Aspect 2, Looting 3, Unbreaking 3, Mending und dann brauchen wir noch Sweeping Edge 3. Und das können wir uns leisten. Dann schreibe ich aber direkt Maris. Schreiben wir jetzt über Fire Aspect oder Looting? Über Fire Aspect. Oder irgendein anderer cooler Name. Mir fällt jetzt kein Schmarrn, ey, deswegen machen wir einfach Fire Aspect. Bei Fire Aspect ist das Markante da drauf. Ja, das ist so super duper. Oh, Junge, der ist direkt double damaged. Okay. Respiration. Genau. Auf die Schaufel möchte ich nur Silk Touch. Ist da dann gleichzeitig mit Mending kombinieren? So, natürlich renkt's, ist ja klar. Wir wissen ja alle, was du hast. Mobs draußen, ist nur nervig.
Moment mal. Aber die Schuhe wären nur spannend mit Soul Speed. Da hätte ich am liebsten direkt das Soul Speed 3 Buch kriegen, weil sonst wäre es grob. Naja. Also. Respiration. Und Unbreaking. Das heißt, wenn ich mir jetzt Respiration kaufe, kann ich es direkt da draufhauen? Naja. Oder? Naja, kann ich schon, weil wir brauchen sowieso drei Punkte, 3 Verbindungspunkte. Hier immer. Okay, ich finde, dass die jetzt schon mal ganz gut aufgestellt sind. Jetzt brauchen wir nur noch halt unendlich. Ihr wisst schon. Alter, mein Hirn ist einfach so matsch wieder noch halt. Unendlich Emeralds brauchen wir. So, und die haben keinen Bock nach oben zum Kimmer, gell? Da muss ich dann nur mal kurz nachhelfen. Leute, was muss, das muss. Schwimmt's mir hoch. Genau. Du magst auch wieder nicht. So. Okay. Der Badespaß. Aber es war schon richtig so. Mit der Deaktivierung. Es hat so funktioniert auf jeden Fall. Das war der richtige Call. Ah, ja, schau an. Wisst ihr? Ich glaube, das ist dieses Naturspektakel vom Discovery Channel. Ne. Oh, oh! Wait! Jetzt hat's Zoff gegeben. What the fuck? Das ist wie in Real Life. Anscheinend haben die dann Zoff, wenn Nick Uploads ist und offensichtlich ist hier Nick Uploads. Perfekt. Dann machen wir doch jetzt einfach die Sugarcane Farm. So, und den ganzen Shit, den schmeißen wir hier wieder raus. Hier ist auch noch nichts sortiert. Wie baue ich den unten weiter? Also ich hätte hier auf jeden Fall den Boden irgendwie so mit Andesite gemacht. Dann machen wir halt dann oben so im Prinzip die Decke. Vielleicht die Wände mit Andesite. Und dann mit Granit im Boden oder so. Aber mir ist es jetzt auch immer nur egal, ob es schier ausschaut oder nicht. Deswegen. Ach wait, die Sachen, die lasse ich mal nur irgendwie in der Schalker. Die brauche ich nämlich jederzeit wieder.
sogar DSA. So. Wir brauchen wieder Holz. Und die Jobs mir jetzt da hinten. Oder wo? Da war ein Spruce. Ach, was war's? Nicht mal bessere Idee. Ich kratze jetzt einfach nur schnell die letzten Emeralds zusammen. Und werde mir dann nochmal Unbreaking 2 holen. Dann verzauber ich mal Elytra und dann machen wir endlich das, auf was ich schon immer Bock habe. Nämlich fliegen wohin auch immer ich mag. Ich bin todesgenervt von dieser scheiß Nacht die ganze Zeit. Ja, schau, guess, wer nur genervt ist von dieser Nacht. Wie viel waren es jetzt nochmal? 19 Emeralds? Ja doch, hätte ich schon 19 Emeralds für Unbreaking zu und nope, da war halt fast mein erstes Totem gedroppt. Obwohl, na, mittlerweile bin ich ein bisschen verzaubert. Was ist mit? Das ist ein Eierscheiß-Problem. Das ist wirklich sehr frech. Goldzombie, schön. Brauchen wir nicht. Ganz ehrlich. Irgendwie mein Bock auf ein bisschen andere Mucke und hier ein Skelett. Ja. Du kannst noch nicht? Was ist denn dein Problem? Weil du nicht geladen warst. Also meine kleine Trading Hall da hinten. Puh, super Sache. Da hinten ist ja die Eisenfarm und da steht man sich halt gerne mal AFK. Finde ich sehr gut. Guten Tag.
Scheiße, Mann, was ist denn jetzt eigentlich los? Jeder ist im Abwippeln. Wegen der Nacht. Wait, warte mal, ich habe nur noch einen Emerald hier. Es langt immer noch nicht. Ah, wir können hier noch Verkaufer. Perfekt. Unbreaking. Und ein Buch. Danke. Naja, vielleicht sollten wir uns erstmal die Unbreaking-Bücher zusammenfügen. Bumm, kaputt, super. Der war ja so teuer, der Anvil. Maris. Flügel. Bumm. Verzaubert. Und ganz ehrlich, mir nervt es so tierisch, dass man diesen Enchantment gelinnt fast nicht mehr sieht auf die Items. Okay, hier beim Häuten schon, ja. Aber auf der Rüstung, du hast immer vor der Weiten, hast du schon mal gesehen? Dass das Enchantment, das ist enchanted ist, aber jetzt. Gut, Wundertoll. Flügel sind ready. Genau. Okay, mal gleich mal auf unsere erste Mission fliegen. Und zwar Sprucewood holen. Das ist angenehm. Die Welt lädt nicht schnell nur. Gott sei Dank lädt aber mein... Oh. My Distant Horizons. So können wir wenigstens daran orientieren. Schon wieder. Digga, was ist denn da los? So, also ich hätte ganz gerne einfach nur 4 Saplings oder mehr. Alter, ich habe nicht einmal ein Hau. Spinne ich denn? Ich habe nicht einmal ein Hau gemacht bisher. Vielleicht baue ich den Keller einfach mit Sprucewood. Einfach ein paar Saplings. Vier Stück hätten wir schon, 6 Stück. Okay, haben wir es schon wieder.
Und baue hier irgendwo einfach mal so einen fetten Baum auf. So, jetzt ist die Welt da. Schön. Wahrscheinlich eher weiter da drüben. Ja, machen wir hier. Und wie der Zufall es so will. Bumm. Habe ich direkt ein bisschen bauen will. Ja, und deswegen finde ich halt einfach Spruce Wood am geilsten, weil du dir einfach so mega schnell farmen kannst. Und Birke halt leider sehr blöd. Machen wir jetzt hier eine Markierung und da pflanze ich dann immer wieder den Baum an. Irgendwie so, ja. Wir haben sogar direkt wieder einen Haufen Saplings. Gib mir nochmal eine Absicherung. Ah, gib vielleicht nur eine Absicherung. Gib mir das. 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 Oh. Oh. Jetzt, perfekt. Super. Und den ganzen Shit hier wieder mal rein. So, jetzt haben wir einiges an Holz. Und tatsächlich können wir wieder alles wieder vertraden. Jetzt möchte ich noch. Genau, ihr wollt ja die Farm bauen. Sugarcane Farm. Bei Sugarcane. Und wir brauchen Observer. Das war's. Wir brauchen Cobblestone. Ah, hier, okay. Quarz, Redstone. Massig Eisen. Und wir brauchen Dirt. Beziehungsweise Matsch. Wie groß machen wir die Farm? 230? Ja, irgendwie sowas. Glasflaschen haben wir hier. Das war doch so ein Ding, oder? Perfekt. Genau so. Oh, 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 oh. Yeah. Aim ist da. Hoppala.
Na, wenn das nicht schnell gegangen ist, dann weiß ich auch nicht. Matt. Wie Observer kriegen wir den eigentlich? Scheiße. Wie ich sage, wir machen 32, dann brauche ich 32 Quarz, brauche ich einen Stack Redstone, dann brauche ich 3 Stacks Cobble. Cobble kriegen wir gleich zusammen, indem wir unten einfach ausbauen. Aber Quarz. Ah, den Festet habe ich noch hier. Muss ich nur Gunpowder reinschmeißen. So. Okay, scheiß drauf. Machen wir es ohne Fire Resistance. Ich vermisse den Quick Drop. Na, passt. Und da müssen wir jetzt sehr, sehr gut aufpassen, weil ich das Gefühl habe, dass hier, wie gesagt, alles laggy ist. So, nehmen wir zur Sicherheit gleich schon mal ein bisschen mehr mit. Oh, das hätte man natürlich auch gleich verbinden können mit Netherite Farming. Ich meine, alles, was ich hier mache, bringt Progress, ne? Das ist heute der Punkt. Muss alles so oder so irgendwann mal gemacht werden. Oh, das ist ja nochmal. Ach, wenn schon da ist, dann nehmen wir es doch mit. Ja. Ah, ein bisschen was mitgenommen, das ist okay. Wunderbar lässig. Es ist jetzt riskant, wenn die da hochfliegt. Wahrscheinlich ja. Zum Glas ist. Kann man sagen, bessere Methode aus, Dinger. Cobblestone. Ab in den Keller. Ich habe das Gefühl, ich brauche noch viel mehr Holz. Okay, das Gefühl habe ich jetzt doch nicht mehr. Und dementsprechend brauche ich ja dann 32 Hopper. Und dann machen wir nochmal ein bisschen ein Puffer. Machen wir. Boah, wie baue ich die am besten? Wie baue ich den Puffer am besten?
glaube, ich mache einfach so ein Lager hintereinander. Okay, warte, da machen wir Nummer 2 Doppelkisten. Und dann brauche ich nur mal einen Hopper. Jo, so schaut's gut aus. Dann möchte ich das Ganze aber auch mit Glas machen. Aus welchem festen Block baue ich die Farm? Also wir brauchen das. Aus welchem festen Block? Sie möchte natürlich Glas, damit man es anschauen kann, aber es braucht natürlich ja Umrahmung. Oh fuck, ich brauche Pisten. 32 Stück. Langt mein Redstone eigentlich für so viel? Ach du Scheiße. Wie war's, wenn ich vielleicht doch erstmal ein bisschen kleiner baue? Haha. 16 langt eigentlich erstmal. Warum wollte ich eigentlich übertreiben? Nobody knows. Ja, machen wir nur 16. Jo, NXP Farm. Boah. Ha. Wenn er jetzt Bock hat, dann machen wir das. Gehört gemacht, ja klar. Sie braucht dann trotzdem 16 Pistons. Leg mir am Arsch. Ich muss da rein. Aha. Ein Spieler schläft. Es geht aber sonst kein anderer Schlaffer. Wir bauen Baum ab. Er ist noch nicht gewachsen. Komm. Geh einfach schlaffer, die 4. Person, wer immer du bist. Dieses Scheiß Schlaffer, Alter.
aggressiveres Schlafen. Anstrengend, ey. Andere Mucke. Da war ja was. Also ich hoffe nur, dass es jetzt funktioniert. Ich schmeiß einfach mal was so. Und dann kann ich es ja sonst wieder. Boah, das geht direkt gut los. Kann ich es ja sonst skippen, wenn es ist. Weil das so kriege ich direkt wieder Bock auf den Minecraft Adventskalender. So. Wenn man es mehr bauen will. Alter, wir haben. Ja, ich habe im Leben noch nie so viel Phantommembran gehabt. Core Sau braucht's. Weil es glaube ich so ein bisschen zu laut, oder? Aber ich find's geil. Naja, wenn mein Equip jetzt dann bald recht gut ist. Moment einmal, was hast du mein Equip? Wie wär's, wenn. Genau, ich schau dann einfach nur noch mal ein bisschen mit die Emeralds, dass ich eben jetzt dann die Sugarcane Farm habe für unendlich Emeralds. Und dann kann ich mich von mir aus an die Enderman Farm machen. Enderman XP Farm. Um dann die XP zu haben, das Ganze zu kombinieren. Und um dann, dadurch, dass wir ja zeitlang brauchen, um die zu bauen, hoffentlich genügend Sugarcane gekriegt haben, um uns die Emeralds zu leisten. So nämlich. Wir machen Stonks. Und irgendwann muss ich mal Netherite farmen. Lel. Sky's the limit. Fuck yeah. Naja, die Bienen. Warum genau wollt ihr eigentlich eine Honigfarm machen? Ich weiß nicht, aber ich habe das irgendwie immer schon gemacht. Seit der 1.16. Seit unserem 1.16.5er Server. Pisten wollte ich machen. Dafür brauche ich gar nicht so viel Planks, wie ich jetzt gecraftet habe, aber oh shit. Zack, zack, zack. Andersrum natürlich wie immer. Bumm. Dann machen wir uns aber gleich die 16 Hopper. Happy Hopper. Und jetzt gehen wir einfach runter und räumen einfach los. Und zwar hier. Digga, Jonas, ey. Wenn du hier irgendwie hoffst, dass da was Cooles ist, da ist nix.
Digga, es ist so ansichtsfein gerade. Ich hab hier nix. Oh boy. Ich finde es übrigens krass, dass hier gefühlt kein normaler Stone ist, sondern nur der ganze andere Scheiß. Wo ich jetzt einmal wirklich Cleanstone brauche. Oder Cobblestone, besser gesagt. Wie tief machen wir das denn? Ich weiß gerade nicht, wie die Redstone-Schaltung dahinter nochmal war. Aber ich hätte gern hier einen Block frei, dann hier die Wand. Dahinter, dann, also praktisch hier. Die Sugarcane-Linie, dann praktisch dahinter Observer und Pisten. Dann dahinter ist ja dann die Schaltung. Wo ich jetzt gerade wirklich nicht mehr genau weiß, wie das war. Bro. Ich versuche mich zu trollen. Die machen hier mit einem Notenblock und am Drachenkopf machen die hier Action. Oh shit. Gehen wir wieder runter. Ich kann eigentlich auch einen Beacon brauchen, ne? Also lauter Dinge, die mir abgingen. Aber alles ist Progress. Mir sollte nur Glas durchschmelzen. Ich müsste die jetzt eigentlich direkt machen. Und ich habe irgendwie noch nicht entschieden, mit welchem anderen Block die eigentlich hier verzieren möchte. Beziehungsweise umranden. Ungünstig. Oh, jo! Alter, die ist ja... diese Rare! Rere. Also, ich denke... Bro, die kriegt einen Topf. Da baue ich mir einen Topf auf. Und zwar einfach instant. Das hat jetzt Priorität. Hast du eine geschenkte Blume? Schaut man nicht ins Maul. Das ist doch so eine Blume vom Sniffer, oder nicht? War das nicht so eine Sache? So, wo haben wir denn jetzt hier ein bisschen Lehm? Oh scheiße, ich hab das Gefühl, Lehm ist gefarmt worden. Ah, na doch nicht. Tatsächlich brauchen wir nur einen Klops. Klopp. Das war's schon wieder. Ah, ich hab Glas schon durchgeschmolzen. Great. Aber nur einmal, okay. Mein Inventar ist zugemüllt.
Töpfe haben Priorität. Das ist mein Motto. Oh. Yeah! Die ist schön. Die Mucke geht schon wieder viel zu heftig ab. Aber genau das ist der Shit, der mich hypt auf den Jump'n'Runs. Also, pass mal auf, ich mache jetzt hier vielleicht den Prototypen. Oder was Prototypen? Machen wir den Anfang. So gesehen. Zwar kann man. Machen wir ab hier. Genau, ab hier machen wir Kisten. Was dann so viel bedeutet wie. Na warte, auf der Höhe dann. Auf der Höhe kann man die. Hoppa. Genau. Fünf, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also so fett wird das Ding. Ja, da haben wir erstmal was zum Ausheben. So, dann können wir hier der Matt oben drauf. Und dann wird die dahinter das Wasser platzieren. Sprich, Moment mal, ich muss ja nur ans her, oder? Ja klar. Scheiße. Oh, kurze Unterbrechung. Oh. Das sollte man vielleicht mitmachen. Penny Rigatoni. Upsala. Oh ja. Oh ja, jetzt funktioniert es mittlerweile, oder? Wir machen Bettparty. Jawohl. Juhu. Es hat was geklappt.
Und zum Verkleiden müsste die sogar Numwe-Reihe höher. Oh boy. Da müssen wir jetzt aber durch, gell? Und für sowas macht man sich halt FE5, gell? Aber bei geiler Mucke kann man das schon mal machen. Was schmeckt denn The Remnants? Wer ist denn das? Ah, okay. Deswegen kenne ich es nicht. Ist jetzt nicht wirklich ein Achievement, das sehr nennenswert ist oder so. Aber weil der Teil doch halt nicht so groß ist von Minecraft, ne? So Archäologie. Wie man es den überhaupt so nennen mag. Okay, aber es geht ja dann doch relativ fix, hier das alles wegzukommen. Super Sache. So, Hauptsache die Farm steht erstmal. Der Rest ist ja zweitrangig. Boah, das ist also gut. Das ist also eine gute Scheibe. Ich bin sogar voll. Dadurch, dass ich nur relativ wenig Ressourcen habe, werde ich einfach mal versuchen, alles mitzunehmen. Zack. Gut, ein Ohr rein machen wir nochmal. Dann kommt der Matsch schon mal direkt drauf. Hoppla. Ja, jetzt müssen wir entscheiden. Welcher Block? Und ich entscheide mich für Diorit, weil das gerade zufällig der Block ist, der am meisten in meinem Inventar ist. Natürlich polished, ist ja klar. Dementsprechend schaut der Schose dann so aus. Ja, war vielleicht jetzt ein schlechter Move. Ich muss ja nämlich nur Wasser öffnen. Haha. So. Wasser. Oh. Okay. So, dann kommt hier nämlich das Sugarcane. Können wir schon mal anbauen.
Dann möchte ich das Glas außen rum machen, aber natürlich in einer besonderen Farbe. Oder passend. Passende Farbe. Wir haben ja schon mal ein bisschen grün. Aber wir wollen mehr. Tatsächlich möchte ich Lime. So was, die brauchen wir wieder. Knochenmehl. Es ist nur die Frage, ob ich wirklich so viel brauche. Wahrscheinlich eher nicht, aber ist ja nicht das letzte Mal. Das ist irgendwas mit ihrer Farbbau. Machen wir einfach mal einen Stack, oder? Lime passt einfach am besten zu Sugarcane. Genau, machen wir hier so das Ende. Das darf mir sehr gut gefallen. So, dann kriegt man hier überall in die Pisten. Hoppla. Ja, schau, und schon geht's los. Jetzt müsste ich hier auch nochmal die Decke freiräumen. Ja, ich glaube, ich mache allgemein meine Maschinen aus Diorit. Und Observer. Hier immer, genau, so platziert werden. So, wir schauen jetzt praktisch hier rüber. Und sobald hier ein Block-Update passiert, geben wir noch hinten ein Redstone-Signal aus. So. Es hat jetzt irgendeine Methode gegeben, die leider nicht mehr weiß. Dass das hinten wirklich nur an den Pisten weitergeleitet wird. Ich meine, eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es so egal, aber irgendwie ist es trotzdem cooler, wenn wirklich nur der abgeerntet wird. Und nicht gleich die nächste Reihe. Dafür habe ich schon zu lange keine Redstone mehr gemacht. Aber wie ist denn das eigentlich jetzt? Das war's schon. Stark. Und was ist es, wenn... Ja, es wird ja weitergeleitet. Also eigentlich ist es... Ja, genau das möchte ich eben nicht. Ich meine, das war dann... Okay. Update. Block-Update geht hier rüber. Dann mache ich hier gerade wieder was komplett kompliziertes. Wahrscheinlich schon.
Das macht eigentlich so keinen Sinn, oder? Muss ich es jetzt echt kurz nachschauen? Ja, ich glaube, ich schaue es kurz nach. Ah, okay, krass. Ja, der macht's auch so wie ich gerade, aber ich möcht's nur mehr anders. Wait, was steht denn hier? Boost your Minecraft Sugarcane Farms by 30%. Okay. Aber wie das? Java, why this works? Aha. Warum genau soll ich das jetzt schnell erzählen? Aha, dann gibt es eine Beschreibung, aber ich glaube, dass mir das herzlich egal ist. Wait a minute. Okay. Aber das war immer noch nicht das, was ich gemeint habe. Also eigentlich im Prinzip ist es auch egal. Irgendwie zockt's keiner. Das ist total traurig. Ja, okay, scheiß drauf. Dann eben nicht. Dann ist mir jetzt egal. So. Mach ich es eben so, wie es kann. Ja, das war's im Prinzip schon. So, na, eigentlich nicht, die müssen hier nur drüber bauen. Dementsprechend gibt es hier überall nur Fackeln. Das muss lange. Boah, ich denke, ich muss hier... Brauche ich mir einen Stonecutter. Was brauche ich? Okay, normalen Stone.
Unter Eisen. Hier. So, pass auf. Das war falsch. So. Warum mache ich das jetzt genauso? Folgender Grund. Ich möchte mich hier die Kisten hier bauen. Das ist immer... Wait. Haben wir keine Hopper mehr? Tatsächlich. Wenn man den nur an dazu baut. Dann machen wir nur mal an. So. Also, folgendes. Der ganze Shit, der hier geerntet wird, geht erstmal in den Hopperei und dann in den Hopperei und füllt dann diese Kiste. Wenn es alles voll ist, kommt die nächste Kiste drauf. Naja, mein, zuerst wird diese gefüllt. Na, oder warte? Ich kann es austesten. Mal so, mal so. Chillig. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Doppelkisten, die mit Sugarcane durchgehend gefüllt werden. Okay, das baue ich auch noch weg. Und fülle das natürlich mit unserem schönen Baublock. So. Ja, das ist ja schon die ganze Magie. Ja, und die werden jetzt halt eben so die ganze Zeit vor sich hin rattern. So. Ich nehme jetzt hier noch die Kohle mit. Bevor ich wieder keine habe. Ja. Kann ein bisschen dauern, aber besser ist nichts automatisiert, ne? Die Kiste schaut so räudig aus. Ah. Stonekarte. Kisten in der Kisten. Gut, wie geht's weiter? Eigentlich habe ich gesagt, Enderman Farm, gell?
Eigentlich habe ich es gesagt. Möchte das machen? Möchte das jetzt anfangen? Bin ich vorher da runtergelaufen, um mir Wasser zu holen, obwohl ich mir hier eigentlich eine Quelle gemacht habe? Ja. Oder vielleicht sollte ich mal ganz grob irgendwie so beim Haus weitermachen, damit da irgendwie mal was entsteht. Ja, so werde ich wahrscheinlich. Ich möchte diesmal Glasscheiben benutzen. Ich habe eine Idee. Und zwar so. Das wäre der dickere Wand, muss man sich vorstellen. Hier so das Glas, Glasscheiben. Vielleicht irgendwie farbige, vielleicht aber auch nicht. Und die sollen so hoch werden. Ja. So, so. Und dann möchte ich das aber hier nochmal so ein bisschen eingrenzen von außen. Dass es ein bisschen Tiefe geregt. Genau, das da die gerne so machen, ja. Das machen wir hier unten. Boah, nicht, dass der Spaß hier so teuer wird, aber irgendwie hätte ich Bock, so die Balken rüber zu legen. Na. Vielleicht dann doch eher Diorit. Eher Diorit. Also es ist vom Prinzip her so. Den Eingang mache ich dann noch besser. Es ist so vom Prinzip her wären dann die Türen. Das hier, da sie eigentlich. Genau, warte, doch wieder so weitergehe. Boah, aber irgendwie, da ich das ja cool finde, wenn es von innen ist, ne? Das müssen wir ausprobieren. Ja, von der Weiden ist es okay. Und dann kann man ja sowas machen wie Falltüren oder
Wie macht man denn die Shelves? Ah, mit Stripped Wood. Boah, die ist ja nochmal dire, hey. Oh, shit. Ja, okay. Da kriegt man schon noch mal ein bisschen was zusammen. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Höhe dann immer so Lampen einbaue, müsste dann wahrscheinlich eher Glowstone sein. Oder Froglights. Fuck yeah. Froglights, weil also Sea Lantern passen hier nicht. Wir können mal zum Testen Glowstone nehmen. Ich habe Gott sei Dank 4 Staub. Ja. Wenn den golden, beiden klassischen Glowstone benutzen, warum nicht? Ja, na. Das wären wahrscheinlich Froglets. Ups. Aber trotzdem möchte ich hier die Trapdoors. Aber ich finde die Umrandung mit den Shelves ziemlich cool. Aber da möchte ich hier nur mal ein bisschen mehr Tiefe. Boah, brauche ich da... Brauche ich da dann wieder Birke? Oder eher die? Eher die, oh ja. Ja, okay, jetzt kämen wir dem Ganzen schon näher. In die Richtung wir jetzt gehen. Ja doch. Ja doch, hä? Fällt mir. Die Leitern. Eine. Und dann hier eigentlich wieder die Balkenthema. Dann kann man diesen mal. Und oben mit Slabs ausfüllen. Jo. Das ist ein Design, mit dem
kann ich arbeiten. Und auch von innen. Das ist gar nicht kompliziert, was ich hier mache. Boah, den Banger habe ich auch schon lange markiert. Der Eingang muss protziger werden. Ja, hier kommt noch das. Ey, was für Fenderscheiben. Genau so funktioniert das. Mit Beleuchtung. Das kann ich hier auch gleich nochmal hinzimmern. Machen wir uns gleich nochmal ein Crafting Table hier draußen. Ja, Mann. Das ist die Richtung, die mir gefällt. Das kann ich da unten hier nicht auch noch anpassen. Hehe. Geilo. Ich weiß nicht, wie genau diese Zwischenstreben hier baue. Ja, das gefällt mir. Ich weiß, ich sag das sehr oft. Jetzt kennen wir halt nur die Falltüren. So lobe ich mir das. Ich denke, ich möchte den Eingang ein bisschen rausstehen lassen. So in der Art.
Nur mal mit den Stairs. Aber dann ein bisschen überfragt. Also so auf jeden Fall. Und dann... Vielleicht auch mal so. Könnte man machen, oder? Na wat? Kind of. Kind of. Ja. Kind of Schnieke. Ja. Mächtig so. Will ich so. Ich glaube, ich werde doch noch ein bisschen warm mit diesem Theme. Was mich aber ein bisschen nervt, ist das ganze Holz, das ich hier drin habe, die sind gerade echt nicht brauch. Machen wir doch wenigstens das schon mal gescheit. Zombie kommt hier nicht rein. Ich hab dann auch irgendwie Lust, das hier so ein bisschen eine Tiefe reinzubringen im Boden. Und zwar indem ich hier dann so Stairs mache. So eine Kante auf jeden Fall. Und dann schaue ich mir, was ich sonst so stelle. Keller kämpfen wir immer noch. Aber was mache ich dann eigentlich genau mit meiner Butze? Oder ich mach's nochmal andersrum. Damit schon ein bisschen weiter herein steht. Hast du so? Ja, doch, das finde ich besser. Ja, dann ist hier nur mehr der Abstand. Mache ich dann ganz normal einfach wieder so.
Ich brauche dann definitiv irgendwie die Raumaufteilungen. Ich möchte dann nämlich nicht zu groß werden. Ich bin ja schon sehr zufrieden, dass wir hier sowas haben. Wo ich ja nur sowas hier machen kann. Ja. Einfach ein bisschen der Struktur hier reinkriegen. Ich meine, wenn das so ist, dann werde ich hier fast mein Lager gleich oben bauen. Unten Maschinerien. Ich baue mal kurz das Sugarcane wieder ab. Es wird eine Zeit lang dauern, bis wir unten einiges zusammenkriegen. Ich hab keinen Platz. Scheiß auf das Schild. Perfekt. Ich kann hier aber jetzt einfach so den Boden weiter zimmern. Das schaut ja übel scheiße aus. Oder vielleicht kann ich es doch. Dann kann ich hier in die Mitte irgendwie so Lagereien bauen. Doch, ist mir am liebsten. So viel zum Thema, ich habe vorher gemeint, dass also ich baue immer so, dass es erstmal von innen gut ausschaut und jetzt ist es genau andersrum. Crazy. Hier kann ich doch so Blumenteppiche bauen. Erste Idee machen wir hier gleich mal so Stairs. Vielleicht lassen wir das ein bisschen offener, oder? Hier muss ich eigentlich dann auch den Balken rüberziehen. Okay, was? Wenn ich sage, ich mache wirklich direkt oben mein Lager. Hier kommt man rein, hier ist der Mittelgang. Soll heißen. Der Spaß schaut dann so aus, der birgt hier direkt rein.
Ah, Kelleraufgang muss ich irgendwie noch anders gestalten. Ist sowieso falsch platziert. So. Boah, das... Da hat sogar G. Warte mal, wenn jetzt Sorg. Ich fange hier irgendwie O. Hier wären die ersten Kisten. Also so. Ah, das ist mir zu früh. Ganz hinter. Der die dann natürlich wieder genauso anordnen wie überall. Nämlich so. Nur mal angenommen, dann wäre hier so eine Wand. Man kann aber hier drüben wieder weitermachen. Also nur mal so zeigen. Boah. Doch. Doch, doch, doch. Das wird die Richtung. Leute, so wird's passieren. Andesit muss gefarmt werden. Pom, pom, pom. Genau, machen wir so 5er-Kassetten. Die Wand schaut natürlich noch anders aus. Bodendesign, ja, keine Ahnung. Ist halt Andesit. Mein Gott. Die Wand machen wir dann so wie alles andere. Ah. Nämlich so. Dann kann ich hier nur so eine Special-Kiste platzieren. Genau, so mache ich das. Dann mache ich hier so die Richtung Lager und dann möchte ich dieses Eck hier wieder auflösen und dann irgendwie eher so hier freier hier bauen. Da habe ich mir gedacht, da kommt die Pflanze ins Eck. Closed Eye Blossom kann man ja aufmachen. Ich brauche... Nein, ich brauche Zäune. So. Ist das die gute Alternative? Oder nur mehr Shelves. Auf ganz teuer. Shelves.
Ich habe ja noch. Ich habe ja noch ein bisschen was gehabt. Zack. Ja, Beleuchtungsmethoden muss ich mir noch irgendwie überlegen. Jetzt machen wir erstmal noch da oben die Flöckere. Und dann ziehen wir einfach Slabs hier durch. Ja. Ja. Jupp. Ah, das ist hier offen. Ja, ist freundlicher. Aber hier kann noch dann auch noch mal so. Oh ja. Oh ja. Ja, hey, das ist echt nicht so schlecht. Das ist eine gute Richtung, in die es geht, ja. Aber ich habe jetzt wahrscheinlich gefahren und das sieht mir doch ein bisschen. Dann brauche ich hier wieder diese Abtrennung. Direct, polished, birchwood planks. Beleuchtungsmethoden werden dann noch besser. Wahrscheinlich baue ich hier Laternenreihe. Oh ja. Ein bisschen unsatisfying, dass es hier versetzt ist, aber eigentlich baue ich das wahrscheinlich wieder weg. Sehr schön. Die Lagerrichtung ist gut. Und dann habe ich eigentlich vor, dass ich hier nochmal so einen Zwischengang mache. Boah, jetzt kämen Ideen. Ach du Scheiße. Idee. Folgendes, dass man hier rechts nach oben gehen kann. Oder links, warte mal. Aber pass auf. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, echt eine gute Idee.
Rechts ist so einfach so ein Zwischengang. Weil dann mache ich da drüben nur mal so eine Lagerbatterie. Und dann kommen wir aber, wenn man geradeaus geht, nach unten gehen, in den Keller. Mal schauen, was ich da noch so machen werde. Und wenn ihr hier... Ja, und hier links kommt man nach oben. Oder so. Wahrscheinlich erstmal schon mal nicht schlecht, wenn man hier ein bisschen Platz macht. Die Kakteen müssen weichen. Kann ihr denn einfach hier schon so eine Sandkiste machen? Cactus Flower. Können wir die anderen in den Pott schmeißen? Nee, oh, das war so cool gewesen. Aber du bringst welche Farbe? Pink, ja. Das wird geiler Scheiß. Socken die Map dazu. Grottenschlecht. Na gut. Dann habe ich schon mal den Grundstein dafür gelegt. Ich würde sagen, wir haben halt einiges geschafft. Wir haben sehr viele Bücher mal unten platziert. Beziehungsweise Villager platziert mit geilen Büchern. Wir sind weitergekommen mit dem Equip. Wir haben einen Hausbau unten, werden fleißig. Ach, das kann man nicht mehr jetzt auch schon. Werden fleißig Sugarcane-Dinger gefarmt. Ja, 34, okay, passt. Das ist der Sinn und Zweck. Ist nicht en masse, aber es ist besser als nix. Ja, okay, und hier. Das muss ich nur mal überarbeiten. Aber ja. Ich finde den Eingang recht nett. Oh. Der war safe AFK. Ich finde das Außen ganz nett. Hier möchte ich dann wahrscheinlich irgendwie so einen Blumenkasten reinbauen. Oh, das müssen wir ausprobieren kurz. Brauche ich aber nur mal. Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Vielleicht nehmen wir einfach nur den hinteren. Macht das dann Sinn? Wahrscheinlich schon. Machen wir es so. Ja. Was können wir da einstellen?
Irgendwelche großen Pflanzen. Die ihn und den Top. Aber das ist okay. Gibt es eigentlich... Das muss ich jetzt kurz ausprobieren. Nein. Es gibt keine Andesite-Druckplatten. Das ist natürlich unsatisfying. Und das ist gigapassend, dass diese Mucke jetzt sprüht, denn diese Mucke habe ich früher benutzt, um den Stream zu retten. Und dafür bedanke ich mich jetzt mal ganz herzlich, dass ihr wieder dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, wir sind weit gekommen. Und ich glaube, morgen bin ich wieder am Start. Wir sehen uns dann. Leute, haut rein.